Wir machen heute weiter mit unseren Schritten durch die Bibel und wir fangen an mit dem Römerbrief. Ich habe gedacht, der Römerbrief ist so kompakt, so ausfüllend, da können wir nicht in einer einzigen Botschaft das ganze Thema des Römerbriefes durchnehmen. Ich habe ja auch schon verschiedene Freizeiten gemacht über diesen Brief und haben wir jeweils Vers für Vers durchgenommen. Das werden wir nicht tun, sondern wir werden einfach Kapitel um Kapitel miteinander anschauen und auch hineinschauen und fragen, was hat uns dieser Römerbrief uns persönlich zu sagen? Und es soll auch eine Motivation sein für Sie persönlich, dass Sie vielleicht zu Hause den Römerbrief durchlesen, durchstudieren, sich Gedanken machen, zum Beispiel gerade jetzt auch dieses heutige Kapitel Römer, Kapitel 1. Und es steht unter dem Thema das Evangelium Gottes. Der Römerbrief, der entstand ungefähr im Jahre 58 nach Christus während der 3. Missionsreise des Apostels Paulus. Paulus befand sich während dieser 3. Missionsreise auf der Rückreise nach Jerusalem. Er hat unterwegs, in Achaia und Mazedonien, Geld gesammelt für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und nun war er auf der Rückreise und wollte dieses Geld dort in Jerusalem abgeben. Er machte einen Aufenthalt in Korinth. Dieser Aufenthalt dauerte ungefähr 3 Monate. Und während dieser Zeit in Korinth schrieb er den Römerbrief. Er gab ihn dann einer Dienerin von Kenchrea, also einer Diakonin der Gemeinde von Korinth. Kenchrea war an der Hafen von Korinth. Dort war eine Dienerin der Gemeinde, also eine Diakonin der Gemeinde. Dieser Dienerin gab er dann diesen Römerbrief mit. Interessant, eine Frau bringt die Botschaft nach Rom. Faszinierend, oder nicht? Wer hat den Brief geschrieben? Wenn wir Römer Kapitel 16 aufschlagen, können wir ganz kurz miteinander mal machen. Römer Kapitel 16. Da sehen wir, da wird uns die Phoebe, heißt da, Vers 1, Römer Kapitel 16, Vers 1, ich empfehle euch aber unsere Schwester Phoebe, die eine Dienerin der Gemeinde in Kenchrea ist. Also Kenchrea war der Hafen von Korinth. Und geschrieben hat dieser Brief, können wir nachlesen, in Vers 22, da steht nämlich, ich Tertius, oder das war der Name, also dem ersten Sohn haben wir gegeben Primus, ja, im zweiten Secundus, im dritten Tertius. Also der war anscheinend der dritte einer Familie. Dieser Tertius hat den Brief geschrieben, Apostel Paulus hat ihn diktiert und Gottes Heiliger Geist hat ihn dem Apostel Paulus eingegeben. Und da fragt man sich ja, was ist denn der Grund des Römerbriefes? Der Grund des Römerbriefes ist einfach, um die Gemeinde in Rom zu stärken. Wenn wir zum Beispiel den Korintherbrief lesen, da gibt es ja verschiedenste Schwierigkeiten. In der Gemeinde von Korinth, was war zum Beispiel, wie kamen die Menschen zum Abendmahl? Die waren sternhagelvoll, die waren betrunken. Sie lebten in Unzucht, sie hatten Streit miteinander. Also die Korintherbriefe sind ein Problembrief, um diese Probleme in der Gemeinde von Korinth zu lösen. Der Galaterbrief, weswegen wurde der Galaterbrief geschrieben? Ich habe schon gehört, wegen Gesetzlichkeit. Also da waren Menschen, die haben gesagt, du musst als Christ das Gesetz widerhalten, um vor Gott bestehen zu können. Solche Gründe finden wir im Römerbrief nicht. Im Römerbrief, die Gemeinde in Rom ist vorbildlich, da gibt es nichts zu tadeln. Vielmehr wollte der Apostel Paulus die Gemeinde, also die Gläubigen in Rom, wollte er stärken, wollte er ermutigen. Und er plante, der Apostel Paulus war immer sehr strategisch ausgerichtet, er plante, über Rom das Evangelium nach Spanien zu bringen. Ob er wirklich dann auch in Spanien war, das wissen wir nicht. Auf alle Fälle, er plante über Rom und dann die Gemeinde von Rom mit einzuspannen, damit sie ihn begleitet, ihn unterstützt und das Evangelium auch mitträgt nach Rom. Das können wir nachlesen in Römer 15, Vers 24. Römer 15, 24. Und das schreibt der Apostel Paulus, ich will auf der Reise nach Spanien zu euch kommen.
Denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden. Da stellt sich die Frage, ja, war Paulus denn schon in Rom? Kannte er die Gemeinde? Hatte sie schon von Angesicht zu Angesicht gesehen? Paulus erwünscht sich und ersehnt sich eigentlich, die Gemeinde in Rom kennenzulernen. Aber er selber war noch nie da gewesen. Das können wir nachlesen in Römer Kapitel 1 ab Vers 8. Dort schreibt Apostel Paulus Folgendes: Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Also Apostel Paulus stellt der Gemeinde in Rom ein fantastisches Zeugnis aus. Ich danke meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Kann das auch von Ihnen gesagt werden? Dann schreibt er weiter, denn Gott, dem ich in meinem Geiste diene im Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Also anscheinend war er noch nicht in Rom gewesen, aber er möchte dorthin kommen und er setzt alle Hebel in Bewegung, dass es endlich klappt, auf der Reise über Rom die Gemeinde zu stärken, dann weiterzufahren nach Spanien. Dann schreibt er, denn mich verlangt danach euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Aber da stellt sich gleich die Frage, ja, wie ist denn die Gemeinde in Rom entstanden? Wer hat dort gepredigt? Wie ist die gewachsen? Vielleicht können Sie sich erinnern, Apostelgeschichte 2, was wird in Apostelgeschichte 2 uns berichtet? Vor einigen Tagen hatten wir etwas gefeiert, was? Pfingsten. Und am Pfingsten wurde der Heilige Geist das erste Mal gegeben in Apostelgeschichte 2. Und während diesem Ereignis des Pfingstfestes in Jerusalem, was waren da für Menschen zugegen? Da waren Juden zugegen aus der ganzen Welt. Und dann wird uns berichtet, dass auch Juden zugegen waren aus Rom. Die haben sich bekehrt, gingen zurück nach Rom und so ist höchstwahrscheinlich die Gemeinde in Rom entstanden, indem wiedergeborene Juden, die kamen zurück in ihre Heimatgemeinde in Rom, sie waren ja zerstreut über die ganze Welt, kamen sie zurück nach Rom, haben dort das Evangelium verkündigt und so ist die Gemeinde Jesu in Rom entstanden. Das Thema des Römerbriefes ist in einem Satz zusammenzufassen. Das Thema des Römerbriefes, wie würden Sie dem sagen? Wenn Sie den Römerbrief kennen, wenn Sie den Römerbrief vielleicht schon einige Male durchgelesen haben, um was geht es im Römerbrief? Was meint ihr? Gnade, Rechtfertigung, Heil, Erlösung, aber in einem Satz zusammengefasst. Was denkt ihr? Schlag mal auf, Römer Kapitel 1, Vers 16. Es ist der Schlüsselvers für den ganzen Römerbrief. Und wenn Sie diesen Schlüssel einstecken in diesem Schloss des Römerbriefs, ihn umdrehen, und dann öffnet sich Ihnen ein Reichtum, der unermesslich ist. In Römer 1, Vers 16, da lesen wir, wie der Apostel Paulus schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für einen jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Also die Botschaft, der Schlüssel für das ganze Römerbrief, für den ganzen Römerbrief, ist das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die Botschaft, dass du persönlich errettet werden darfst. Es ist die Botschaft, dass Vergebung vorhanden ist. Es ist die Botschaft, du kannst mit Gott versöhnt werden. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. Das Evangelium, auch übersetzt, heißt die gute Nachricht. Es gibt die gute Nachricht, nämlich, dass ein lebendiger, liebender Gott mit dir Gemeinschaft haben möchte.
Gott möchte mit dir ein Verhältnis haben, nämlich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, zwischen deinem Schöpfer und seinem Kind. Es ist die gute Nachricht, dass dein Leben einen Sinn haben darf, einen Zweck. Es ist die gute Nachricht, dass es die Möglichkeit gibt, mit Gott nicht nur versöhnt zu werden, sondern auch die Ewigkeit bei Gott im Himmel zuzubringen. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Das Evangelium Gottes ist wie, wenn auf lang ausgetrocknetes Land, das können wir in der Schweiz momentan nicht sagen, in Europa, aber wenn ein lang ausgetrocknetes Land endlich Regen bekommt. Es ist die Botschaft, wie wenn ein zum Tode Verurteilter hören darf, du bist von heute auf morgen begnadigt. Die Todeszelle öffnet sich und du darfst in die Freiheit gehen. Es ist die Botschaft, wenn du ein Todkranker bist, dass ein Wunder der Heilung geschieht und du darfst wieder nach Hause und wirst und bleibst deiner Familie erhalten. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Das Evangelium Gottes ist nichts anderes als das göttliche Licht in unsere Dunkelheit der Verlorenheit hinein. Das ist das Evangelium. Und so schreibt der Apostel Paulus und er sagt, denn darum schäme ich mich dieses Evangeliums nicht. Römer 1, 16 an haben wir gelesen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ja, warum? Weil es Erlösung predigt, weil es Versöhnung schenkt, weil es Gemeinschaft gibt mit dem lebendigen Gott, weil es mir den Himmel öffnet. Das ist das Evangelium. Und deswegen kann der Apostel Paulus sagen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ja, warum nicht? Er fährt weiter und sagt dann in Vers 16b, denn es ist die Kraft Gottes für einen jeden, der glaubt. Zuerst dem Juden, dann auch dem Griechen. Ja, warum zuerst dem Juden? Weil dem Juden es zuerst verkündigt wurde. Sie hatten die Väter, Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Sie haben die 10 Gebote, sie haben die Tora erhalten. Und dann auch uns. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. Wenn wir kurz das Evangelium erklären wollen, im Evangelium geht es nicht um eine Sache. Im Evangelium geht es um eine Person. Es geht um die Person Jesus Christus. Paulus sagt, wenn er sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, dann sagt er im Grunde genommen nichts anderes, denn ich schäme mich der Person Jesu nicht. Denn in der Person Jesus wird uns das Evangelium, die gute Botschaft Gottes nahegebracht. In der Persönlichkeit Jesu Christi offenbart sich uns Gott, nämlich als das ewige Leben. Da offenbart sich uns Gott als der allmächtige Wille. Ja, er offenbart sich uns als die unendliche Liebe. Das ist das Evangelium, beinhaltet die Persönlichkeit einer Person. Und diese Person ist niemand anders als Jesus Christus. Und wisst ihr, das sagt der Apostel Paulus in Römer 1,16. Ich schäme mich dieses Evangelium nicht. Ja, warum? Denn es ist die Errettung für einen jeden, der da glaubt. Ein jeder kann errettet werden, unabhängig von seinem Stand, unabhängig von seinem Wissen, unabhängig von seiner Nationalität. Du kannst errettet werden. Paulus sagt, zur Errettung für einen jeden, der da glaubt. Denn Gott, er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. So können wir nachlesen in Hesekiel 33, Vers 12. Gott will dich, er meint dich persönlich, er möchte dich erretten. Und deswegen schämt sich dieser Paulus nicht und er sagt, denn ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für einen jeden, der da glaubt. Und Paulus sagt für einen jeden, das heißt, diese Botschaft des Evangeliums umfasst die ganze Welt. Es streckt sich über den ganzen Erdenrund. Für jeden. Keiner muss verloren gehen.
Gottes Heil umfasst die ganze Menschheit mit einer Einschränkung. Für jeden, der da glaubt. Du musst dich entscheiden. Du musst sagen, ja, ich will das für mich persönlich. Gottes Heilsangebot wird nur eingeschränkt durch deinen Willensentscheid. Gottes Heilsangebot gilt jedem, aber du kannst auch Nein sagen. Wenn du aber Ja sagst, dann ist dir das Heil Gottes geoffenbart in Jesus Christus, Mensch geworden in Jesus Christus. Dann ist dir dieses Heil und diese Errettung sicher, und zwar für Zeit und Ewigkeit. Und deswegen sagt die Bibel so ernstlich, auch gerade im Hebräerbrief, wenn du diese Stimme hörst, wir lesen miteinander Hebräer 3, Vers 15, da heißt es, wenn ihr aber seine Stimme höret, Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn das Evangelium Gottes, erschienen in der Person, Mensch geworden in der Person Jesu Christi, an deiner Herzenstür klopft, wenn du seine Stimme hörst, so sagt die Bibel, dann verstocke dein Herz nicht. Du musst dich entscheiden. Du musst Ja sagen. Das kann Gott nicht für dich tun. Denn Gott hat uns ausgestattet mit der Fähigkeit, uns entscheiden zu können. Aber wisst ihr, wenn wir unsere eigene Verlorenheit betrachten, wenn wir uns anschauen, dann müssen wir doch sagen, ich kann es ja gar nicht. Wenn wir unsere eigenen Bemühungen und Anstrengungen sehen, dann ist nur totales Unvermögen. Und genau das sagt auch der Apostel Paulus. Ich greife schon etwas vor, 1, 2 Kapitel weiter, in Römer Kapitel 3, ab Vers 10. Wenn ich mich selber betrachte, dann muss ich genau das sagen, was auch der Apostel Paulus sagt. Aber interessanterweise sagen schon all die alttestamentlichen Propheten, auch die haben eines gesagt, in Römer 3, ab Vers 10, denn da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Das ist unser Zustand, so sind wir. Und wenn du ehrlich bist, ist nicht auch dein Zustand? Ja, der alttestamentliche Prophet Jesaja sagt Folgendes. In Jesaja 64, Vers 5, da sagt er, wir sind allesamt geworden wie Unreine und alle unsere Gerechtigkeit wie ein unbeflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns fort wie der Wind. Wenn wir uns selber betrachten, dann müssen wir doch sagen, das ist völlige Verlorenheit, das ist völliges Unvermögen, das ist Schuld und Sünde, ja, die Unfähigkeit, in den Himmel zu kommen. Ja, ist es nicht so, dass uns der Wind so wegtreibt wie Blätter im Wind? Unsere Sünden tragen uns fort. Aber wisst ihr, auf diesen Zustand gibt uns Gott in Jesus Christus, in dem Evangelium, gibt uns Gott eine Antwort, einen Ausweg. Zuerst konstatiert uns die Bibel unsere eigene Unfähigkeit. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Aber diesem eigenen Unvermögen setzt Gott sein Vermögen entgegen. Ja, sein Evangelium. Unserer Verlorenheit begegnet Gott mit seinem Heil. Unserer Verlorenheit begegnet er mit sich selbst. Er setzt uns sein Evangelium in der Person Jesu Christi entgegen. Paulus sagt in Römer 1, 16a, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für einen jeden, der da glaubt. Und so scheint so auf dunklem Grund unsere Verlorenheit, unsere Sünde scheint, auf diesem dunklen Grund scheint ein helles Licht. Es ist das helle Licht des Evangeliums. Wer sind wir denn überhaupt? Verloren in Sünde und Übertretung. Und wer ist Gott? Und die Bibel sagt uns, dass wir einen heiligen, einen reinen Gott haben. Die Bibel sagt uns in 1. Timotheus 6, Vers 16,
Da beschreibt uns Gott, die Bibel, wie Gott er ist. In 1. Timotheus 6,16, da wird uns dieser Gott beschrieben, der da allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Das ist Gott. Unnahbar, heilig und rein. Und dem entgegen ist unsere eigene Verlorenheit. Als ein alttestamentlicher Prophet, der Jesaja diesem Gott begegnet, da kann er nur sagen, wehe mir, denn ich vergehe, denn ich bin aus einem Volk mit unreinen Lippen und meine eigenen Lippen sind unrein. So begegnet dieser Jesaja dem ewigen Gott. Und wenn du Gott so siehst, da gibt es nur eines, wehe mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Unsere Dunkelheit der Sünde ist so gravierend, so schrecklich. Und genau das zeigt uns auch der Apostel Paulus in diesem Römerbrief auf. Wenn Sie zum Arzt gehen müssen, da stellt der Arzt immer auch zuerst eine Diagnose. Und wenn wir zum lebendigen Gott kommen, da wird uns die Diagnose geoffenbart, da ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es wird uns gezeigt, dass hier ein heiliger Gott ist. In Römer 1, Vers 18, da wird uns gesagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel über alle Gottlosigkeit, über alle Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Aber nun kommt der lebendige Gott und deckt alles auf. Wie mit einem Skalpell öffnet er all diese Stellen, diese Flecken unseres Lebens. Die geistliche Krankengeschichte wird aufgerollt. Und so sagt der Apostel Paulus, er fährt weiter in Römer 1, 21. Er zeigt uns, wer wir sind. Römer 1, 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Paulus, er sagt, jeder von uns weiß, dass es einen Gott gibt. Jeder. Er sagt hier, denn obgleich sie Gott erkannten. Damit sagt der Apostel Paulus mit anderen Worten, jeder weiß, egal ob er in den Hörsälen der Universität unterrichtet, egal ob im Dschungel, tiefsten Dschungel Brasiliens, egal hinter dem Werkbank einer Fabrik, jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Es gibt keine Entschuldigung. Paulus sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, aber sie haben ihm nicht gedient. Ja, der Apostel Paulus geht von dem aus, was die Bibel sagt, im Prediger 3, Vers 11. Da wird uns gesagt, dass Gott selbst das Gottesbewusstsein in unser menschliches Herz, in unsere menschliche Seele hineingelegt hat. In Prediger 3, Vers 11, da lesen wir, denn er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen, also den Menschen, ins Herz gelegt. Ein jeder Mensch weiß es. Aber sie haben ihn nicht geehrt und ihm nicht gedankt. Obwohl man um Gott weiß, man kann ihn leugnen, man kann ihn totschweigen, man kann ihn ignorieren, man kann ihn wegdiskutieren, man kann ihn vielleicht sogar totlachen. Und dennoch bleibt dieses Gottesbewusstsein, dieses Gotteswissen zutiefst in einem jeden Menschenherzen drin. Aber was machen wir mit diesem Wissen? Und das ist das Tragische in unserem menschlichen Leben. Man kann dieses Gottesbewusstsein zudecken, man kann es wegwerfen, man kann es leugnen oder totschweigen. Man kann es einfach sagen, nee, es ist für mich nicht wahr. Ein jeder wird nach seiner Fasson wieder selig. Und so sagt der Apostel Paulus, obwohl sie dieses Wissen hatten in ihrem Herzen, haben sie ihn nicht angebetet und ihm Ehre erwiesen. Ja, Paulus geht sogar weiter und sagt in Römer 1, Vers 22 folgendes. Römer 1, 22. Da sie sich für weise hielten, oder eine andere Übersetzung sagt,
Da sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleich. Jeder Mensch weiß, aber sie kehren dieses Gottesbild um und sie beten Bilder an. Sie geben nicht ihm die Ehre, sondern oft stellen sie sich selbst ins Zentrum. Denn weil sie sich für weise hielten, sie gaben sich für weise aus, deswegen sind sie zu Narren geworden. Aber wisst ihr, Gott redet dennoch. Er redet zu jedem Menschen. Und wenn wir mal vor Gottes Thron stehen, hat keiner eine Ausrede und kann nicht sagen, ich habe es nicht gewusst. Denn die Bibel sagt uns, dass Gott zu jedem Menschen mindestens 2 bis 3 Mal spricht, zu jedem. Wenn Sie das Buch Hiob durchlesen, da lernen Sie 4 Freunde kennen. 3 Freunde des Hiob werden schlussendlich von Gott gemaßregelt und zurechtgewiesen. Ein Freund hingegen nicht, weil dieser Freund ihm die Wahrheit gesagt hat und ihn wieder zurückbrachte in die Gegenwart Gottes. Und dieser eine Freund, Elihu mit Namen, der sagt dann Folgendes in Hiob 33. Und interessant, Gott tut das nicht widersprechen. Können Sie nachlesen in Hiob Kapitel 33 und folgende Kapitel. Da sagt dieser Elihu Folgendes in Hiob 33 ab Vers 14. Denn Gott redet einmal und zweimal, aber man beachtet es nicht. Gott redet im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern. Da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele von der Grube zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu laufen. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager. Ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seine Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch windet dahin, man sieht es nicht mehr, und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich der Grube und sein Leben den Todesmächten. Und jetzt kommt so wie die Antwort. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen. Erlöse ihn, damit er nicht zur Grube hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Gott redet, aber nehmen wir das Reden Gottes noch wahr? Gott redet zu einem jedem Menschen mindestens 2 bis 3 Mal. Er redet durch das Gewissen, er redet durch die Schöpfung, er redet durch die Offenbarung des Wortes Gottes. Ja, im Hebräerbrief lesen wir, nachdem Gott Vorzeiten manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat, hat ihn letzten in unseren Tagen zu uns geredet. In wem? In Jesus Christus. Auch Jesus Christus ist das letzte, das ultimative Reden Gottes auf dieser Erde. Aber nehmen wir das zur Kenntnis? Nehmen wir das wahr? Und Apostel Paulus, er führt das nochmal aus und er wiederholt das noch einmal, nämlich in Apostelgeschichte 14. Da sagt er hat sich selbst, Apostelgeschichte 14, Vers 17, er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan. Er hat uns vom Himmel Regen gegeben, fruchtbare Zeiten, unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Man weiß um Gott, aber will man das wahrhaben? Nein, man lehnt Gottes Reden ab. Und genau das kommt auch hier, kommt das zum Tragen im Römerbrief. Paulus fängt an und sagt, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist die Kraft Gottes für einen jeden, der da glaubt. Und dann fängt er an und führt die ganze Sündenregister führt er auf, wo wir uns hinbewegt haben, weil wir uns von Gott entfernten. Und so muss uns der Apostel Paulus das vorführen, wenn Menschen weggehen vom lebendigen Gott, wenn sie Menschen das Reden Gottes für sich selber nicht wahrhaben wollen, dann passiert Folgendes. Wir lesen in Römer Kapitel 1 ab Vers 24.
Es ist wie so eine Spirale, die sich immer schneller dreht. Es geht immer mehr nach unten. Da heißt es da dann, Römer 1, Vers 24, darum hat sie auch Gott dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen. Das heißt, sie wissen um Gott, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstelle dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Gott gibt sie dahin in den Animismus hinein, in den Götter- und Geisterglaube. Das finden wir mitten im Urwald. Da werden Götzen angebetet. Aber meint ihr, wir seien besser? Paulus geht einen Schritt weiter und er sagt dann in Römer 1, Vers 26, und es geht immer mehr in diese Spirale, in die Dunkelheit hinein. Darum hat sie auch Gott dahingegeben, in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Wenn man Gott anfängt zu leugnen, dann geht diese Spirale immer schneller und sie endet schlussendlich in der sexuellen Perversion. Ja, aber diese Spirale dreht sich noch mehr. Apostel Paulus sagt in Römer 1, Vers 28, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, also sie haben Gott nicht angebetet, ihm die Ehre nicht erwiesen, da heißt es dann, darum hat auch Gott sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was ihr nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Bosheit, Begierde und so weiter und so fort. Ein ganzes Register von Sünden, weil man Nein sagt zu Gott. Und es endet schlussendlich in der Anarchie. Gott hat sie dahingegeben. 3-mal sagt Paulus, dahingegeben. Dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, dahingegeben in entehrende Leidenschaften, dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Welch eine Tragik, wenn Gott den Menschen dahingibt. Aber mitten in dieses Dahingegebensein leuchtet dieses Evangelium auf. Es muss nicht so sein. Es darf anders werden. Das Evangelium zeigt uns, wer Gott ist, nämlich ein gnädiger und barmherziger Gott in Jesus Christus. Paulus hat uns die eigene Hoffnungslosigkeit dargelegt, unsere Verlorenheit geoffenbart, unsere Verstrickung in die Sünde aufgezeigt. Aber dem entgegen scheint der helle Schein des Evangeliums. Gott selber zeigt uns den Ausweg aus diesem Dilemma. Und so sagt der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 17, denn es wird darin, nämlich im Evangelium, wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Denn der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Reformator Martin Luther, wie hat er sich gesehnt nach einem Leben der Heiligung, nach einem Leben in Gemeinschaft mit Gott? Er hat sich gesehnt, ein Leben zu führen, das ihm entspricht. Aber er hat es nicht geschafft. Er hat seinen Leib blutig geschlagen, hat ihm die nötige Nahrung entzogen, mit ganzer Inbrunst die Bibel studiert und er hat es dennoch nicht geschafft. Je länger er sich plagte und abmühte, umso größer wurde seine Not. Bis dieser Vers aus Römer 1, Vers 17 ihm in die Seele drang und er es kapieren durfte, weil der Geist Gottes ihm es geoffenbart hat, wo es heißt, denn der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Plötzlich hatte Martin Luther begriffen, es ist nicht meine Leistung, die zählt, auch nicht meine eigene Anstrengung, es ist nicht mein Gebet, das Gott will, mein heiliges Leben. Es sind nicht die geistlichen Übungen und Riten. Nein, es ist dein Glaube. Es ist das Akzeptieren dessen, was die Bibel sagt über deine Verlorenheit. Da ist keiner gerecht, auch nicht einer.
Es ist das Ja-Sagen zu dem, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Es ist die Dunkelheit unseres Menschenseins, aber dem entgegen, wie dann Jesus Christus dir das Evangelium nahebringt. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Und wie wird das dir zugeeignet? Durch Glauben. Nimm es einfach ganz persönlich in deinem Glauben an. Glaube, das kannst du. Du darfst es annehmen in all deiner Schwachheit. Ich kann mich noch gut erinnern, bei uns am Pfäffiksee, ich bin am Pfäffiksee aufgewachsen, da war ein Taucher und er war am Vertrinken. Er hatte Panik gekriegt und er hielt sich an seinem so Holzpfosten, hielt er sich fest mit all seiner Kraft. Er schrie um Hilfe. Die Menschen haben es gesehen vom Ufer aus und die haben zugeschaut. Keiner ist hingegangen, um ihm zu helfen, bis meine Mutter es gehört hat. Ist runtergerannt und hat ihn aus dem Wasser gezogen. Und so macht es Gott mit dir. Rufe nur um Hilfe. Es ist ein Schrei des Glaubens. Durch Glauben an das, was Jesus für dich tat. Durch Glauben an das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Das ist das Evangelium. Durch Glauben wirst du gerettet. Die Rettung gilt jedem, der da glaubt. Keiner ist ausgeschlossen. Keiner ist zu verdorben. Keiner ist zu tief in der Sünde. Nimm dieses im Glauben an. Für dich persönlich. Erfasse es. Und wisst ihr, wer das tut, da fährt der Apostel Paulus weiter in Vers 17. Wer das tut, für sich persönlich im Glauben erfasst, dann wird offenbar die Gerechtigkeit Gottes. Vers 17, Römer Kapitel 1, Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Gott spricht den gerecht, der zu ihm kommt. Der das für sich in Anspruch nimmt, was Jesus für ihn getan hat. Der sagt, ja, das, was am Kreuz von Golgatha geschah, das gilt mir. Ich glaube daran. Und wisst ihr, dann wird Gottes Gerechtigkeit offenbar in dem Sinne, weil wir haben gesagt, er ist ein heiliger, ein gerechter Gott. Und er spricht den gerecht, der daran glaubt. Er spricht den gerecht, ja warum? Weil der Gott deine und meine Position einnimmt. Gott selbst setzt sich in die Position des Angeklagten hinein am Kreuz von Golgatha. Gott muss dich anklagen, er ist heilig. Gott muss dich verurteilen, er ist rein und wir sind Sünder. Aber wenn du das glaubst, dass er für dich starb, dann nimmt Gott selbst deine Position ein. Er setzt sich auf die Anklagebank. Er nimmt die Stelle ein, die du verdient hast. Und er geht für dich durch die Hölle. Das ist das Evangelium. Er bezahlt an deiner und an meiner Stelle die Schuld. Und wisst ihr, das ist die Kraft des Evangeliums, dass dieses Angebot jedem gilt, wer es persönlich für sich in Anspruch nimmt. Und dann spricht Gott dich frei. Dann spricht Gott dich rein. Du wirst aus dem Gefängnis entlassen. Ja, du wirst rehabilitiert. Und so sagt der Apostel Paulus in Römer 1,17, denn der Gerechte, er wird durch seinen Glauben leben. Und wisst ihr, der Apostel Paulus, er geht noch weiter. Und da jubelt einfach mein Herz. Und bevor der Apostel Paulus den ganzen Gerichtsprozess des Römerbriefes offenbart und abwickelt, spricht er schon die frei, die daran glauben. Haben Sie schon mal was gehört, dass jemand zum Arzt ging, todkrank? Da kommst du rein in die Arztpraxis und Arzt, ja wunderbar, Sie können nach Hause gehen, Sie sind gesund. Ohne eine Untersuchung. Ein vorweggenommener Freispruch. Im Gericht, du kommst rein, du hast irgendeine Straftat begangen, du weißt, du bist des Todes schuldig. Du kommst in den Gerichtssaal rein und der Richter sagt, wunderbar, Sie sind freigesprochen, Sie dürfen nach Hause gehen. Das macht der Apostel Paulus. Haben Sie schon jemals ein Medikament gekriegt, wo drauf steht, wir garantieren Ihnen mit 100%iger Sicherheit, dass Sie gesund werden? Aber das macht Gott im Evangelium. Du darfst gesund werden. Denn der Apostel Paulus erfährt weiter in Vers 17, Vers B.
Der Gerechte wird durch seinen Glauben was? Er wird leben. Also wenn du das für dich in Anspruch nimmst, dann darfst du leben, und zwar auf dieser Erde, mit einem Rucksack, der genommen wurde, mit einem Gewissen, das gereinigt ist, mit einer Hoffnung der Ewigkeit. Und du darfst leben in Ewigkeit. Und das tut Apostel Paulus, legt das seinen Lesern in Rom dar, bevor er überhaupt den ganzen Prozess des Römerbriefes ausarbeitet. Du darfst aus Glauben leben, du bist freigesprochen. Du darfst aus Glauben wissen, da gibt es keine Verdammnis mehr. Du darfst aus Glauben wissen, meine Schuld ist bezahlt. Ich bin von Gott angenommen. Der Himmel ist mir auf sicher. Gott rechtfertigt dich, weil er dich nun sieht in seinem Sohn, in Jesus Christus. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Und wisst ihr, das ist das Evangelium. Und es stellt sich einfach die Frage, wie gehst du mit diesem Evangelium um? Nimmst du dieses Evangelium für dich selber ganz persönlich in Anspruch? Sagst du, ja, das möchte ich haben? Und wisst ihr, wenn du das tust, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Herzlich willkommen, du gehörst dazu. Du gehörst zur Familie Gottes. Aber wenn du Nein sagst, dann muss sich Gott auch eines Tages weinend von dir abwenden. Die Bibel sagt, der Jesus selbst sagt, geht hin, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das bereitet ist nicht für dich, aber du hast dich entschieden, diesen Weg zu gehen. Aber wenn du Ja sagst, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und wisst ihr, deswegen kann Apostel Paulus sagen, in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für einen jeden, der da glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte, er wird aus Glauben leben. Nimm dieses Evangelium für dich ganz persönlich. Nimm es im Glauben in Anspruch und sei herzlich willkommen in der Familie Gottes. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass der Himmel offen steht, weil du gekämpft hast, weil du geblutet hast am Kreuz von Golgatha. Danke, Herr Jesus, für dieses, dein Evangelium, dass ein jeder kommen darf. Und Herr Jesus, wenn Menschen hier sitzen, die genau wissen, ja, ich bin gemeint, ich möchte kommen. Herr Jesus, danke dafür, dass du dann sagst, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, dass du sagst, dass die ihn aufnehmen, aber macht das Anrecht, Gottes Kinder zu werden. Danke, Herr Jesus, aus tiefstem Herzen. Und danke, Herr Jesus, dass du heute noch der gleiche bist. Dass du immer noch rettest und dass du immer noch sagst, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Danke für dieses Evangelium. Danke, Herr Jesus, für deine Person, für das, was du getan hast. Und Herr Jesus, wir beten dich an. Und Herr Jesus, komme bald. Amen.